Brevi Sanctum Monasterium. Kloster und Metal. Das scheint auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun zu haben. Das ist auf der einen Seite ein Lebensentwurf vom Gehorsam, von der Keuschheit und von einer verbindlichen christlichen Gemeinschaft. Und auf der anderen Seite eine Subkultur, wo die bürgerliche Mehrheitskultur wahrnimmt als rebellisch, individuell, als ausschweifend und oft als antichristlich. Kloster und Metal, zwei komplett verschiedene Welten. Wenn wir zurückschauen in die Kirchengeschichte, dann wird klar, dass die Mönche und Nonnen zu anderen Zeiten, anders als heute, nicht eine Spezies waren, die vermeintlich ewig gestrig und vom Aussterben bedroht war. Sondern man sieht, dass monastische Bewegungen in Umbruchzeiten immer wieder entscheidende kirchliche Pioniere waren. Verschiedenste Mönche und Nonnen waren sperrige Abenteurer und Reformer, die Antworten auf gesellschaftliche Fragen der Zeit gesucht und die auch gefunden haben. Ohne Klöster wäre unser westlicher Wohlstand, der auf Arbeit und Bildung fußt, schlicht nicht denkbar. Und in den Anfängen hat das monastische Leben als Gegenentwurf zu der Mehrheitsgesellschaft definitiv immer auch einen rebellischen Zug gehabt. Kloster und Metal sind in ihrem Kern je nach Ausprägung gar nicht so wesensfremd, wie es auf den ersten Blick scheint. Leidenschaftlich leben, echte Gemeinschaft leben und dort hinschauen und drinstehen, wo die anderen wegschauen, weil es weh tut und Scheinheiligkeit auch anprangern. Das findet man nicht nur im Metal, sondern eben auch bei den Zisterziensern. Vor rund 1000 Jahren im Hochmittelalter waren aber zuerst noch die Benediktiner der wichtigste Orden gewesen. Aber die waren definitiv nicht mehr rebellische Outlaws zu dieser Zeit. Sondern 500 Jahre nach der Zeit vom Gründervater Benedikt von Nursia, da sind sie zu einem quasi staatstragenden Teil der Gesellschaft geworden. Das grosse Benediktinerkloster Cluny in Burgund zum Beispiel ist durch Spenden und Stiftungen und Erbschaften zu einem grossen Vermögen und einem Haufen Ländereien gekommen. Und so hat man in Cluny die ursprüngliche Einfachheit vom Klosterleben dann eben angefangen zu vernachlässigen. Und man hat auch das Ideal aufgegeben, dass sie von der Arbeit von der eigenen Hand leben als Mönche. Und da sind sie vor gut 900 Jahren, sind ein paar von diesen Mönchen von Cluny in eine abgelegene Gegend namens Citeaux gezogen. Auf Deutsch Zisterz. Und sie haben ein neues Kloster gegründet. Und in diesem neuen Kloster haben sie eben die ursprünglichen Ideale der Klosterregeln von Benedikt wieder konsequent wörtlich umsetzen. Ora et labora. Das Leben ganz im Zeichen von Gebet und Arbeit. Und die Handvoll Leute, die haben schnell andere inspiriert und angezogen. Und benannt nach dem Kloster in Zisterz sind die Zisterzienser in den nächsten Jahrzehnten zu einer riesigen Reformbewegung geworden. Und 200 Jahre später haben sie in ganz Europa sagenhafte 742 Niederlassungen gehabt. Wichtig für diese Bewegung war der Bernhard. Wir kennen ihn in den Geschichtsbüchern als Bernhard von Clairvaux, benannt nach dem Zisterzienserkloster in Clairvaux, wo er der Abt davon war. Der charismatische Typ, der Bernhard, ist eine der einflussreichsten Personen vom Hochmittelalter geworden. Und mit seinen theologischen Begründungen für den Kampforden der Tempelritter, da wäre er sicher auch heute ein guter Texter in einer Metalband. Natürlich war der Bernhard nicht unfehlbar und wir müssen seinen Einfluss differenziert und auch kritisch beurteilen. Doch bei aller berechtigten Kritik aus unserer heutigen Warte, da bleibt etwas, nämlich der Bernhard und seine Zisterzienserbrüder, die haben Menschen zutiefst bewegt und in vielem positiv geprägt. Und das war kein Zufall. Ich möchte heute Abend im Geheimnis von Bernhard seiner Ausstrahlung nachspüren. Und ich möchte so mit euch zusammen lernen, wie auch wir dürfen einen heilsamen Einfluss auf unsere Umgebung entwickeln. Auf unsere ganz eigene Art. Ich meine, vom Geheimnis der Ausstrahlung von Bernhard lesen wir in einem von seinen Briefen. Und Anne liest uns jetzt
vor aus dem Brief. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr vorne mitlesen. Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale, nicht als Röhre, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene wartet, bis sie gefüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter, denn sie weiß, dass der verflucht ist, der seinen Teil verringert. Wir haben heutzutage viele Röhren in der Kirche, aber sehr wenige Schalen. Diejenigen, durch die uns die himmlischen Ströme zufließen, haben eine so große Liebe, dass sie lieber ausgießen wollen, als dass ihnen eingegossen wird, dass sie lieber sprechen als hören, dass sie bereit sind zu lehren, was sie nicht gelernt haben, und sich als Vorsteher über die anderen aufspielen, während sie sich selbst nicht regieren können. Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch, freigebiger als Gott zu sein. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird sie zur See. Die Schale schämt sich nicht überströmender zu sein als die Quelle. Du tue das Gleiche. Zuerst anfüllen und dann ausgießen. Die gültige und kluge Liebe ist gewohnt, überzuströmen, nicht auszuströmen. Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du nämlich mit dir selbst schlecht umgehst, wem bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle. Wenn nicht, schone dich. Merci, Anne. Ja, was ist also das Geheimnis von Bernhard seiner riesen Ausstrahlung und seinem Einfluss gewesen? Zuerst selber von Gott erfüllt werden und überfließen und nicht ausfließen und leer werden. Der Bernhard von Clairvaux hat nur die Ausstrahlung und den Einfluss entwickeln, weil er wirklich erfüllt war. Und alles andere ist dann einfach natürlicherweise passiert. Zuerst selber voll werden, wie eine Metallschale. Jeder in der Vorbereitung auf heute einmal mehr gemerkt, wie es in dieser Situation, in dem Moment, wo ich jetzt vor euch stand, genau um das geht. Die Versuchung von uns Pfarrleuten ist, dass wir uns einfach überlegen, was wir euch predigen sollen. Aber dann wird einfach ein Anpredigen daraus. Und ich glaube, das merkt ihr sofort und ihr werdet davon abgestoßen. Zuerst muss ich viel mehr selber hören. Für mich. Ich muss voll werden von dem, was Gott für den Moment parat hat. Ich muss die Botschaft zuerst kritisch ermutigend an mich selber herkommen lassen. Und ich muss für mich entdecken, durchcatchen und verdauen. Und idealerweise auch selber noch ganz praktische Schritte auf dem Weg machen, wo ich mich damit beschäftige. Und erst dann kann es darum gehen, was ich dort zu euch könnte sagen. Zuerst selber voll werden, übervoll werden und dann überfließen. Eine Metallschale sein. Und eben nicht ein Metallrohr, das am Anfang leer ist und dann sofort wieder leer wird und so am Ende auch leer bleibt. Die Worte von Bernhard sind 900 Jahre alt, aber sie passen genauso in unsere Zeit. Wir haben heutzutage viele Röhren, aber sehr wenige Schalen. Sie wollen lieber ausgießen, als dass ihnen eingegossen wird, lieber sprechen als hören, lehren, was sie nicht gelernt haben und sich als Vorsteher über die anderen aufspielen, während sie sich selbst nicht regieren können. Ich glaube, wir müssen uns in ganz vielen Situationen alle neu fragen. Hast du wirklich etwas zu sagen? Hast du wirklich eine Ahnung von dieser Sache oder diesem Thema? Hast du eine differenzierte Ahnung? Hast du wirklich schon auf verschiedene Menschen und ihre Erfahrungen und Meinungen gehört? Oder ist das, was du jetzt in die Welt rausposaunst, einfach nur ein hohles Rumproleten?
Durch die Kommentarfunktion im Netz und unsere Social-Media-Profile haben wir ja alles Recht bekommen, immer und jederzeit etwas zu sagen. Du hast wirklich etwas zu posten. Was ist deine Motivation für einen WhatsApp-Status? Oder was treibt dich an in deinen Kommentaren auf Instagram und Facebook? Wir leben in einer Zeit von der Besserwisserei, denkt es mir. Alle haben eine Meinung, was die anderen tun sollten, denken sollten und wieso dass die anderen giggeln oder noch viel schlimmer sind. Wir haben heutzutage viele Röhren, die sich als Vorsteher über die anderen aufspielen, während sie sich selbst nicht regieren können. Ich wünsche uns Demut, dass wir alle wieder bei uns selber lernen anzufangen. Wie werden wir jetzt von Röhren zu Schalen? Auf dem Weg zu Einsätzen und Begegnungen an Konzerten und Festivals, da wird mir oft bewusst, wenn ich so im Auto sitze, wie crazy das ist, dass ich da jetzt als Kirchenvertreter, als Botschafter von Jesus mich in die Masse stürze. Ich spüre immer wieder auch das Gefühl, wie von der Lehre. Ich merke, von mir habe ich ja gar nichts zu geben. Ich merke dann alleine im Auto zum Beispiel auch, dass ich in der Zeit vorher vielleicht viel zu hochtourig unterwegs war. Und dass ich wieder einmal zu wenig Zeit allein in der Stille mit Gott verbracht habe. Und in mir steigt die Frage auf, was habe ich denn schon zu geben in diesen vielen Begegnungen, die mich, so ist die Erfahrung, erwarten. Und ja, dann habe ich Gott einfach die Lehre an. Ich weiss ja, dass er da ist. Und dass er dort schon wartet, wo ich hergehe. Und dass er ja alles Gute schon vorbereitet hat. Und ich mich darf überraschen lassen und die Taten darf tristen, die Gott schon parat gemacht hat. Und ich vergegenwärtige mir, dass ich ja gar nichts aus mir selber raus tun muss, sondern alles Nötige von Gott kommt. Ich rede kurz mit Gott, ist schweigenbewusst. Und ich merke, dass mir der Seele jetzt das Betten in die Zunge hilft. Das ist so ein Betten in einer unbekannten Sprache. Und dann merke ich, wie ich loslassen kann und aufdanken, und meine Seele fängt an, zur Ruhe zu kommen. Und wisst ihr, was verrückt ist? Wenn ich gerade schaue, was wir letzte Wochenende bei unserem Einsatz mit der Zellkapelle am Riverside wieder alles erlebt haben, dann wird so klar, dass so viele Menschen Gott selber in und durch uns erlebt haben. Wieso gut und toll bin ich aus mir aus auch sicher nicht, wie so viele Menschen beschreiben, wie und was ich für sie bin. Da gibt es Unglaubliches, was man da hört, was sie erleben. Und denke, ja, also, ich weiß, wie ich bin. Aber offensichtlich wirkt Gott wirklich durch uns. Wir müssen nichts. Wir dürfen einfach eine Schale sein, uns immer wieder herhaben und gefüllt werden von Gott bis zum Überfließen. Und wenn es nicht überfließt, dann müssen wir erst recht nichts erzwingen, sondern sollen ruhig warten und zu uns selber Sorge tragen. Von dem lesen wir beim Bernhard auch. Das wie der Schale, der überfließt, wie eine Quelle, das hat der Bernhard von Clairvaux ja nicht aus dem luftleeren Raum gehabt. Jesus, der Christus, hat da so etwas Entscheidendes zur Frau dazu am Brunnen in Sichar gesagt. Noemi liest uns vor, was Jesus dort gesagt hat, und ihr könnt auch wieder mitlesen. Wer von diesem Wasser hier trinkt, wird wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Wie die Quelle von Gott in uns darf sprudeln und unsere Schale füllt und es sogar zum Überfluss bringt, das ist ganz unterschiedlich bei uns allen. Weil Gott hat uns ganz unterschiedlich geschaffen, was wir brauchen, um erfüllt zu werden. Was aber für alle von uns gilt, das ist, dass unsere persönliche Lebensschale 3 Ebenen hat. Unser Geist, unsere Seele, unser Körper. Unsere Lebensschale muss in allen 3 Dimensionen mit Gott erfüllt werden. Unser Geist braucht gute Nahrung und die Auseinandersetzung mit Gottes Wort. Und unsere Seele braucht genug Raum zum Schnaufen und Schönes und Gutes, das Freude macht.
Und genauso ist die Frage wichtig, mit was wir unseren Körper füllen. Und dass wir Sorge dazu tragen und aktiv leben. Und ja, wenn wir Gott in allen Dimensionen von unserem Sein Raum geben, dann haben wir die Verheißung von Jesus, dass die Kraft von der göttlichen Quelle alles überwinden wird und unser Geist, unsere Seele und sogar unser Körper zu einem ewigen Leben von der Fülle wird auferstehen. Hey, was ist das für eine Aussicht? Vom Zisterzienser Bernhard haben wir heute Abend gelernt, nicht Metallröhren sollen wir sein, sondern Metallschalen. So erfüllt werden von Gott, dass wir überfließen und nicht ausfließen. Ja, ich habe jetzt ein bisschen verdauen von diesen Gedanken dazu ein Lied von einer Band aus Mitte der 90er Jahre mitgebracht. Damals, wo Metalheads auf der Sharing-Plattform Napster den Sound gehört haben und darüber gestogelt sind, da haben sie gemeint, es sei endlich neues Metallica-Material. Die hören sicher gerade wieso. Vater im Himmel, du kennst unsere Versuchungen, welche Röhren zu sein, welche schon weiterzugeben, auf das Schauen, was für die anderen müsste sein, was von der Sache her sollte sein. Aber es macht uns leer. Das hilft auch allen anderen nicht. Und so bitten wir dich, dass du uns lehrst, was es heisst, Schalen zu sein. Uns dir anzuheben. Von dir füllen zu lassen. Du hast die Fülle parat, du wirst sie ausgießen in uns, sodass es überfließt. Zeig uns, was wir brauchen, was wir brauchen im Geist, in der Seele, im Körper. Wir sind nicht alle gleich, aber wir brauchen dich, alle zusammen. Und so bitten wir heute Abend auch, dass du anfängst, uns zu erfüllen. Wir heben uns dir an. Unser Geist, unser Herz, auch unser ganzer Körper. Wirkt an uns. Füllt uns und lass überfließen. Zueinander. Raus in die Welt. Vertraue auf deine Verheißung, dass dort, wo du, Heiliger Geist, einkehrst, dass die Quellen anfangen zu sprudeln und dass sie wird fließen bis in die Ewigkeit. Ich lobe dich, Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Wort ist eine Lampe für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und Gottes Volk schreit.
Amen.